Lukas Niedermeier aus Deggendorf. Spreche heute ein bisschen auf, bis um eine halbe Simme. Haben sie gesagt, in der Früh natürlich. Ja, ich darf die Renate Maier heute ein bisschen musikalisch unterstützen. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zum Sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend heute. Da würde ich sagen, starten wir gleich mit einem schönen Gesangstitel. Grüß Gott, ihr Freunde. Ihr Freunde, wir sind heute hier bei euch zu feiern dieses Fest bis in die Nacht. Grüß Gott, ihr Freunde, wir wollen fröhlich sein, mit guter Laune wollen wir euch heute freuen. Ja, jetzt ist das gut, möchte ich sagen, natürlich geht Lukas, dass er sich bereit erklärt hat, heute da aufspielen. Er hat jetzt auf dem Bierfeld genommen, jetzt die 6, das ist er. Also ein Bierfeld, der unterschreibt es euch dann auch noch, gell. Boarisch, Steirisch, Böhmisch, ja, Vorrein, ja schon kennen, ich bin die Renate Maier. Wer mich noch nicht kennt, der werde mich dann kennenlernen. Der, wo filmen tut, das ist mein Mann, der Otto, den habe ich 1987 kennengelernt. 1995 hat er mich geheiratet, dann hat er mich auch erst richtig kennengelernt. In der Corona-Zeit haben wir 25 Jahre verheiratet und dann hat er mich gefragt, so, was wünschst du denn eigentlich zur Silberhochzeit? Dann habe ich gesagt, ein Swimmingpool. Und dann sagt er, schon ein wenig Eier, aber das ist ein Swimmingpool für eine Frau. Und ich sage, warum für eine Frau? Sagt er, ganz einfach. Daher in der Anschaffung, intensiv in der Pflege und wie oft ist man drin? So ist das. Bevor du da sinnlos mit der Quetschen umeinander stehst und ich dann sage, du kriegst aber noch meinen super Applaus, weil du hast sauber aufgespielt mit der Quetschen. Also, da ich so ein junger Talent, der muss sowieso noch mehr Applaus kriegen, weil der Applaus ist das Brot des Künstlers. Schau mir, ich habe schon viel Applaus gekriegt. Dass das ist, was fährt, ein junges Gesicht und die Hosen hat er vom Opa gewiss gehabt. Ja, dass wir die Damen mit dem Handy schon so filmen, das tut mich unbändig frei. Jede hat's quer vom Arbeit stehen, bringen sie mich nicht. Handy tut filmen, das muss man vertragen, weil er sitzt da hinten, der hat so auch nichts zum Sagen. Ja, da müssen Sie umschauen mit dem Schal, da kann man einiges entdecken, zumindest ein Doppelkinn kann man super verstehen. Ja, das tut mir echt freuen, aber so groß wie dein Busen ist, kannst du kein Rotkäppchen sein. Deine Haare, mein Lieber, was hast du angefangen? Blonde Strähnen, aber für den ganzen Blumenkopf hat's Geld nicht mehr. Und 3 Burschen, das tut mich recht frei. Also zu sagen, ihr habt einen Junggesellen dabei. Aber sag mal, Hand ist deine Dirndl und Burma, nur ein Dirndl da. Ja, gell, ich sag, das wäre verkehrt jetzt zu dir dazu. Ja, dann ruhig rum, aber dann schau mich wieder so ein Jager an. Ein ruhiger Pullover
ist praktisch, ich sag dir einen schönen Gruß, weil es sonst schon geheißen hat, kauft einen Röhrenpullover, wenn man sich dann Hals nicht waschen muss. Mit ihm ist eine lustige Geschichte, er hat zwei schöne Griebel und eine Mitternachtsspanfackel. Ja, okay, und der Jungs gesagt, da sagen die, oh, da ist man nicht dabei, aber ich bin dir nicht gleich dazu. Das ist ein Lied, gell, ich komme heute am Nacht, am Bus halt zu dir. Da hat der Bab erwischt, wie er zum Fenster rausgerückt ist, und gesagt, Lukas, was tust du um 11 bei der Nacht mit der Taschenlampe? Ja, sagt der Lukas, ich gehe ans Fenster. Okay, hat der Papa gesagt, die Taschenlampe haben wir noch nie nur beim Fenster. Da hat der Lukas gesagt, ja, schau dir mal an. Ein Applaus für den schönen Lukas, ja, ich sag den uns Quiz. Ja, ich glaube, dass wenn es wieder Musikantenstall gibt, dass der bei der ersten Sendung dabei ist. Ein Alleinunterhalter ist, hat schon seinen Sinn und da hat drin einen Kastel, einen Trommler und einen Gitarristen mit drin. Eine Handtaschen, was hat's da alles drin? Ein Brein und ein Taschenbier und ein Geldbein und ein Ritsch und ein Antifalten. Das wird irgendwie Und ein Handcreme, mein Lieber. Da kannst du dich nicht überlegen. Renate, das sag ich dir schon, aber wenn die 3 Schnitzel ist, sie rennt dir nicht mehr davon. Aber das muss gut sein, die Leute haben alle Fisch und der Renate zu 3 Schnitzel und Pommes einen super Appetit. Haben wir schon gespannt, jetzt nehmen wir unser Drink und trinken wir Prost wieder an. Also die Gläser! Oh! Wunderbar, die Gläser! Oh! Die Gläser! Oh! Und der Jungs, der trinkt nicht wieder. Ein Prosit, der Gewirklichkeit. Ein Prosit, der Gewirklichkeit. 1, 2, 3, super! 4 sauft's lieber ihr. Und wenn der Enkel 2 Opa und 3 Oma hat, das kannst du auf Weihnachten dann singen. Dann kann der Papa fortfahren zu Einsamen von den Geschenken und auf den Hänger. Du hast jetzt da etwas Neues, hast du ein neues Kind gemacht? Oder? Nein, alle drei. Wie die alles, über Corona nichts passiert. Alles nichts passiert. Alles zusammengerissen. Ja, der Wilko, der hat sich gleich mal Gstanzl ausgesprochen, weil der geht ausgesucht. Im Wirtshaus, ja, frei ist die schon. Und da hinten hat ein Corona-Filter, den steckt er auch nicht mehr an.
Der Hirsche singt ein Maskottchen, der schaut dir Haar genau gleich. Ja, gell, und ich sag jetzt, du bist irgendwie noch so schön. Und wenn der Wirtshaus immer recht voll wird, erst du ist 420 € Basis als Nikolaus gehen. Weil der Wirt schaut aus wie der Bud Spencer und der Musiker wie der Ernst. Ja, gell, so eine schöne Bedienung, da geh noch gerade rein. Bist du Budgetchen oder bist du aus dem Check rein? Und was ist der Wirt für ein armer Teufel? Der hat Bedienung nicht fleißig, gell?